Grüßt euch miteinander. Heute haben wir mal was anderes wie ein Spezi und da möchte ich mich zuerst einmal bedanken beim Alex Steininger. Der hat nämlich einmal letztes Jahr ein Packerl geschickt, Spezis, und da ist leider ein Unglück passiert bei der Post. Da waren dann ein paar Flaschen leider gebrochen und der Alex war ein bisschen enttäuscht und ich natürlich auch, aber wir haben einige Flaschen retten können. Sie schauen jetzt auch nicht ganz so schön aus durch das, aber heute unterstützt mich meine liebe Frau Susanne. Grüß dich, Liebling. Grüß dich. Und wir probieren nämlich heute was ganz Besonderes. Ich habe es ja immer probiert bei der Brauerei selber, aber es war sehr schwer an die Flaschen zu kommen. Deswegen nochmal Danke an Alex fürs Zuschicken, und zwar von einem interessanten neuen Getränk von der Innstadt Brauerei. Ich muss mal sagen, sehr cooles Logo. Wie findest du das Logo von denen so auf alt gemacht? Ja, also ich muss sagen, ein Riesenblatt. Ja, aber ein riesen so Logo für die Flaschen. Also die Flaschen ist ja schon eigentlich was Besonderes. Flaschen Auch nicht ist schon, Standard, Flaschen gell? ist nicht Standard, ist eine 05er Flaschen, find's aber gut. komplett anders, und das Logo also auf alt gemacht mit dem F, also S als F, das war ja früher das alte S, das gefällt mir ganz gut, und ich kann mich als Kind noch erinnern, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, ich habe ein Bierdeckel gesammelt und ich habe noch die alten Innstadt 3 Bierdeckel und die waren nicht so toll. Und jetzt muss ich sagen, bin ich total happy über das Design, und auch dort, ich darf mich unglaublich freuen, wenn es die Brauerei sieht, wenn ich da Bierdeckel kriegen kann von euch. Also wenn es mir da vielleicht einmal welche schicken hat. Der Bierdeckel-Sammler wieder. Ja, also da darf ich mich echt freuen, vielleicht klappt es ja wenigstens mit Bierdeckel, wenn es mit den Getränken schon nicht so klappt mit hat. der Post besser schicken, die braucht man bloß in der Kuvert stecken. Genau, also was wir heute noch nicht dabei haben, ist der Innstadt Brau Spezi, weil den habe ich auch ganz schwer gefunden, der war auch beim Alex dann dabei, den machen wir dann extra einmal. Und heute gibt es was Besonderes, und zwar ein Chapeso Russen, das darf man heutzutage schon noch sagen, gell? Das ist Russ, quasi bayerisches Kulturgut, oder? Wie genau, sagt man da? der Russ, also ein Weißbier mit Limo. Und ein Chapeso Radler. Den, wo ich habe, genau. Und jetzt werdet ihr denken, ja, was ist jetzt Chapeso? Das ist ja auch schon wieder ganz was anderes. Ich habe einmal ein bisschen nachrecherchiert. Chapeso, das war im Grunde so eine Art Zitronenlimo, aber ein bisschen anders dann doch, weil da hat eine Chemiefabrik interessanterweise hat rausgefunden, mit Milchsäure versetzt und mit Orangenöl versetzt kann man dieses Getränk herstellen, und zwar im Jahr 1911. Es ist zwar davor schon entdeckt worden, aber das Chemieunternehmen CH Böhringer und Sohn, die haben es dann marktfähig gemacht und haben es auf den Markt geschmissen, und es hat dann bis zum Zweiten Weltkrieg 57 Chapeso-Fabriken gegeben, also das war richtig beliebt. Ja, und der Zweite Weltkrieg hat es dann scheinbar weggespült vom Markt, dann war der Chapeso eigentlich nicht mehr interessant, eigentlich total schade. Und jetzt gibt es ein paar Brauereien, die den Chapeso in der Form wieder herstellen, unter anderem der Rigele, den kennen wir ja auch vom Spezi Classic, und Innstadt, also scheinbar werden Lizenzen vergeben für das Chapeso, und Innstadt stellt jetzt Chapeso auch her. Und Der wir haben Chapeso jetzt ist er eigentlich farblos. farblos, genau, und ich Ja. habe ihn auch schon mal pur probiert vom Rigele. Es ist wirklich, schmeckt anders wie normal als Gracherl. Sag ich jetzt Das einmal. fand ich eigentlich cool, dass das nach nichts ausschaut quasi, aber dann noch so viel schmeckt. Genau, und jetzt haben wir halt quasi das Bier von Innstadt gemischt mit dem Chapeso. Jetzt bin ich gespannt. Und was ich bin machen auch wir als neugierig. erstes auf? Such du aus. Also ich bin ja eigentlich eher so der Russen, Fan. also quasi. Ja, ich mag die Russen auch, also von dem her, dann packen wir es wieder mal, oder? Es ist eh selten, dass man heutzutage was Russisches. getrunken anstatt ein Radler. Ja, also riecht auf jeden Fall schon mal russisch. Ja, schauen, da ist doch ein bisschen was da. Ja, dann wischen wir ein bisschen um, gell? Ich hole mir schnell einen Lumpen. Susi kann ja dabei noch mal ein bisschen was über die Inhaltsstoffe Ich ein erzählen. bisschen wischen, dass das nicht ins Glas kommt. Ja. Von Inhaltsstoffe, solange man noch was lesen kann. Zutaten lese ich gern vor: Weizenbier, Zitronenlimonade. Ich lasse jetzt mal das weg, was da, oder? Diese ganzen Ja. E's. Natürliches Aroma, gut, das kann man schon erwähnen, vielleicht. Ja, okay, eigentlich muss man fast die E's erwähnen, weil da einige drin sind, gell? Ja. Aber lies lieber du. Ich tue mit einmal Du weißt umwischen, besser, oder machst was du das? wichtig ist, Mit dem ja. Umwischen. Ist das nass? Nein, das ist nicht nass. Ah, das ist nicht nass. Dann machen wir es nass. Also, wir sind mal super vorbereitet, gell? Also, es ist auf jeden Fall 50-50 gemischt, und es sind halt Süßungsmittel drin. Also, wir haben halt Säurungsmittel E270 und E330. Wir haben natürliches Aroma, wir haben Antioxidationsmittel E300 und Farbstoffe haben wir E150D, und bei Süßungsmitteln haben wir sogar dreierlei drin.
E952, E950 und E954. Vertrieben wird es von der Brauerei Hackelberg, Passau. Genau, die arbeiten irgendwie zusammen, also kehren auch, also das muss man dazu sagen, Instabrau ist nicht mehr selbstständig, sondern die kehren zum Hackelberger Brauerei in Passau, aber sie haben halt jetzt immer ein neues Facelift und die Marken wieder, Instabräu, genau. Ja, jetzt da ich sagen, bevor wir lange reden. Ja, aber nicht, dass ihr es falsch versteht, gell? Das ist jetzt nicht irgendwie das Bier an sich fehlerhaft gewesen, sondern das war durch den Transport, gell, ist da jetzt der Dreck von unten reingekommen. Genau. Weil durch das, was ja, du genau. gesagt mit dem Unfall, gell? Ja, Nicht, dass ihr meinst, das ist irgendwie die Flaschen. Nein, genau. Also keine Brauerei, nichts dafür. Nein. Ui, das schaut aber gut. Vielleicht hättest du es anders einschenken müssen. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, die schenken einmal einfach so ein. Aber da spart man sich zumindest diese getrennte Einschenkerei, das mag ich nämlich sowieso nicht. Prost. Also es ist relativ hell, gut Limo wahrscheinlich. Also es riecht fein. Feinhopfig. Also der Schaum ist ganz gut. Und als Kind hätte man den wahrscheinlich ausgeschleckt. Ja, also das Bier ist es ist sehr fruchtig. Ja, hast du es gesehen? Ich habe es direkt weggezogen. Ja, ich habe es gemerkt, du hast Durst, gell? Ich habe Durst und es schmeckt gut. Ja, es ist. Ich finde es schon sehr süß. Sau gut ist das. Da die gleich einkaufen. Das ist echt gut. Ja, es gibt ja auch selten einen Russen im Glas. Also mir schmeckt es. Kriegt man nicht oft. Es ist gut, ja. Mir ist ein bisschen, ich mag immer gerne ein bisschen mehr Bier. Du weißt schon, das ist vielleicht sehr süß. Ich bin also ein Fan, wenn ich jetzt, ich habe als kleiner Bub ab und zu von meiner Uroma einmal einen Radler gekriegt und die hat immer gesagt, da hat es einen Buben auch einen Schuss Bier rein, weil sonst schmeckt es so leer, gell, ein Limo oder ein Grahal, wie wir mir gesagt haben. Also, ich mag es immer gerne eine Mischung, wenn ich mir selber Radler mache, da wo das Bier ein bisschen dominanter ist. Das ist halt jetzt 50-50 gemischt, aber wenn man jetzt so ein lockeres Getränk mag einmal. Also es ist kein Herbstbier. Ich finde, das ist eher fast schon, dass man sagt, das probiere ich jetzt trotzdem aus, dass man es aus der... Kann man das aus der Flasche? Ja gut, ein Russen, gell, also ein Weißbier trinkst du einmal nicht aus der Flasche, aber das ist ja ein Mischgetränk. Nein, das glaube ich tut man wirklich nicht. Also... Nein, aber auf jeden Fall muss ich sagen... Es ist sehr gut trinkbar. Also, ich finde es gut. Es ist gut, ich mag es lieber ein bisschen süß. Ich gebe noch keine Noten, weil ich mir jetzt das andere zuerst einmal anschauen. Ich kann das schon. Ich bin jetzt gespannt auf die Noten. Jetzt wartest du noch. Machen wir das einmal auf. Also abgelaufen ist es noch nicht, nein, aber obwohl es seit über die 100 Jahren ist, gell, seit 1318, ja. Braukultur. Jetzt bist du spät ab, gell? Einmal wieder wischen. Habe ich noch einen Fleck gefreut da. Also das schaut jetzt leider wirklich nicht auf vorzeigbar so schön aus mehr. Ja. Aber ja, da dürfte jetzt wirklich nichts denken. Eine coole Brauerei, ja nichts dafür. Nein, das war halt einfach der Transport, der da gelitten hat. Ja gut, dass wir nicht empfindlich haben mit so Blatt. Ich finde es einmal schön, wenn wir mal was anderes probieren wie ein Spezi zwischen rein, weil dann wird das nicht langweilig, gell? Jetzt kannst du einmal einschenken. Soll ich mit oder? Riech einmal hin, du bist der Geruchsexperte. Das ist nicht so, riecht jetzt mir nicht so fein. Das ist auch zitroniger, meine ich. Ah, ist ja auch Zitronen. Ja, gut. Soll ich jetzt da mehr so auf viel oder wenig Schaum? Lang schon? Jetzt ist voll Schaum drin. Ein bisschen Schaum drin. Gut. Susi ist die verschwendet. Ja, da habe ich britscht. Das auch noch? Ja, du hast ja den Lumpen. Kein Schaum. Hast du den Lumpen da? Jetzt kommt der Schaum. Jetzt habe ich Stopp. Ein bisschen wenig Schaum ist da. Der andere, das hat ein brutal. So, jetzt schauen wir mal. Prost. Das haut mir gleich weg. Im Vergleich zu dem anderen. Ja, das ist jetzt zitroniger. Schmeckt aber gut. Schmeckt auch nicht schlecht, ja. Ich glaube, du magst das Sachen, gell? Wir haben ja schon mal so eine Radler-Challenge gemacht, da ist gell? mehr Kohlensäure drin, ha? Der hat ein bisschen mehr Bums. Der ist jetzt bieriger. Ja, das stimmt. Glaubst du, dass ich heute nicht so viel schmeckt? Riecht aber aus der Flasche anders, wie es schmeckt. Ich habe heute einen Tag, wo ich leider nicht so viel schmecke. Muss ich leider sagen. Gibt's das? Tut mir heute echt schwer, ja. Nein, dann tue ich für die Benoten, das geht auch. Also, ich kann es gut trinken. Mir ist halt beides ein bisschen süß.
Was hat denn das Gramm Zucker? Steht das irgendwo drin da? Was ich schade finde, ist, dass das, Entschuldigung, jetzt schon Lack ist. Ja, das Also, von der Farbe, also ich würde jetzt sagen, es ist eigentlich fast gleich, Ja. gell? Das ist, also jetzt das ist nicht, dass sie meint, mal es ist schon einmal- gut, aber ich fand jetzt das. ja, Ja. der Rust ist besser. Ich finde das Radler riecht bieriger, eher so pilzig. Na, Pilz, so riecht das. Ich finde da das Helle jetzt nicht so gut. Ja, mir geht's auch so. Also, ich finde da der Rust ist schmackhafter. Also ich weiß nicht, wie das helle allein schmeckt, aber ich finde, Ja, da gebe ich dir recht. das jetzt. Ich das, bin jetzt, also ich muss jetzt sagen, der Rust, den habe ich richtig runtergezogen. Der bremst ein bisschen bei mir. Ja, ist bei mir auch so. Ja, nein, das ist ja. Gut, ich muss auch sagen, dass ich einen Russen eigentlich auch lieber mag, eigentlich fürs Radler. Also vielleicht ist ja da das Weißbier richtig gut davon. Wahrscheinlich haben mir einfach die Geschmacksknospen schon so auf. Also auf ich konnte jetzt schon was sagen, Ja, ja. aber noch Man los ich, riecht da gleich auf den ersten. ja, Rieche. los ich dir jetzt einmal ein. Jetzt trinke ich da auch mehr aus der Flasche Nein, das- einmal. Jetzt muss ich noch mal schauen, ob schon noch nur ein Video frei ist, gell? Ich darf mir da reden und dann. Ah, ja. Was mir ein bisschen fehlt, weil wir haben ja doch bei den Radler, kannst du dich erinnern an das Radler mit dem Schnapper von Hacker? Rutschen wir wieder um jetzt mehr. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, das war. Das war so ein bisschen herber, aber auch ein bisschen anders von der Süße. Das war ist immer noch bei meinem Top-Radler. An Ja. das kommt es auch nicht hin. Ich mag es gerne, wenn es helle ein bisschen herber ist. Ich finde, ist das eher eine Lücke, oder? Russ mit Chabeso. Der Russ habe ich noch nie gesehen und Chabeso sowieso. Ich meine, das gibt es ja, glaube ich, nur von den Stabbrei. Also so ein Mischgetränk. Ich wüsste jetzt kein anderes. In Chabeso-Art. Ja. Und Russ, glaube ich, gibt es auch fast von keiner Brauerei in der Flasche. Ja, also das ist was Spezielles. Speziell. Gehen wir mal Noten, oder? Sonst wäre es ja da, reden wir noch ewig. In Ja. 3 Tagen. Haben eh schon 11 Minuten irgendwas. So lang. Also, Entschuldigung, wenn jetzt ihr mal selber noch aufstoßen. dabei seid. Nein, es ist interessant. Ja. Also designmäßig gefällt es mir sehr gut, beide. Ja. Wie gesagt, man sieht jetzt leider nicht mehr an die Flaschen, aber die sind echt schön, das sieht man auch, die Art. Das ist einmal super. Und jetzt sagst aber du die Noten zuerst, zumindest vom Russen. Also, mir schmeckt der. Wo ist denn der Russ? Das Da ist er. Radler. Mir schmeckt der Russ super gut. Ja, Kriegt von mir 10 Punkte. Das hat man auch gesehen, glaube ich. Ich habe ihn direkt runtergezogen. ja, Das hat aber jetzt nicht nur am Dusch gelegen, ja sondern der am ist, Geschmack. der ist wirklich gut. Und das Ja. Radler, also das da ich auf jeden Fall wieder kaufen. Mhm. Ich mag es also süß. Und das Radler hat mir jetzt leider nicht ganz so gut geschmeckt. Da Ich- jetzt vielleicht, ich weiß aber jetzt nicht, liegt es am Bier? Also ich sage jetzt beim Radler was, vielleicht tust du dann Ja. leichter. Ich gebe einem Radler 5 Punkte, Ich hätte 6 gegeben. weil ich nicht überzeugt bin so richtig. Aber im Russen, der kriegt von mir 9. Mhm. Weil der schmeckt mir auch richtig gut. Den kann man richtig runterziehen. Also das ist nicht schlecht. Aber Es war ja im Kühlschrank drin, 6 wenn nicht, Punkte. das sagt, das war ja abgestanden, das ist Lack. jetzt auch nicht ganz Ding, aber mir ist das Bier irgendwie passt mir da nicht so Ja, aber gut. dann haben wir doch Mit heute dem echt Chabeso. am Innenstadtbräu richtig gute Vielleicht- Noten gegeben. Vielleicht ist das helle allein. Aber weißt du was, jetzt sagst du noch schnell was, jetzt hol ich den Spezi auch noch. Weil dann probieren wir den auch, weil wenn wir schon Innenstadtrunden haben, dann gehört der Spezi auch dazu. Ah ja gut. Dann brauchen wir aber ein Glas noch. Jetzt sitze ich da und weiß nicht, was ich reden soll. Aber da fällt ich nicht, gell? Nicht mit der Flasche in der Hand Treppenstufen auffallen, das war schlecht. Nein, also geh nicht falsch verstehen, lieber Innenstadtbräu, schon gut, aber ich mag das lieber. Da ich mir auf jeden Fall kaufen. Schon gut. Wir werden nicht zahlt für das Ganze, wir sind da ganz spontan unterwegs. Ich Das seh- finde ich auch gleich. Du, ich sehe gerade gut, dass wir das jetzt schon trinken, weil das war jetzt nämlich abgelaufen. Ja, wirklich. Ja. Aber das hat mir gar nicht geschmeckt. Nein, es ist schon noch haltbar, aber nicht mehr so lang. Jetzt. Das ist ein paar Tage länger haltbar. Jetzt kommen wir mit dem Spezi auch noch daher. Jetzt bin ich Danke. gespannt. Jetzt kommt der Innenstadt-Spezi. Bitteschön. Dann haben wir das einmal dabei. Da haben wir die einmal auf die Seiten.
Also, da haben sie, Schwerer auch Wert, schon, das da so ein bisschen haben sie auch schon das neue Logo um. Das ist jetzt leider schon mal nicht so schön ist wie die Glasflaschen, weil es ein Schrauber ist. Und optisch gewinnen sie jetzt für mich auch keinen Schönheitspreis. Da war jetzt direkt das noch schöner, also vom Design, wenn man das auch so machen darf, ja. ja. War schön, ja. War auch schwierig, den zum kriegen eben. Der hat 2,1% Orangensaftkonzentrat und 9,3 Gramm Zucker. Und jetzt schicke ich ihn ein. Ich bin gespannt, ob der Ja. schaumt. Oh, der riecht süß. Ja, und irgendwie fruchtig. Schauen wir mal. Dann haben wir heute eine richtige Innenstadtrunde quasi. Ist doch auch mal was, oder? Ist mir jetzt wirklich danach erst eingefallen, dass wir Innenstadtprobierer machen können. So. Also riecht oder gut? Oh, der riecht fruchtig und Cola-lastig. Sehr gut. Prost. Prost. Ich heb's einmal noch ein bisschen näher. Dass ich das da sehe. Ah, den kann man gut trinken. Der ist viel länger haltbar als Bier. Er ist sehr schnell weg, die Kohlensäure, aber geschmacklich ist er gut. Geschmacklich ist er gut. Der Mir gehört- hat nur weniger Kohlensäure. Ja, aber ich muss sagen, der hat einmal wirklich was. Wir haben in letzter Zeit jetzt nicht mehr so viele gute neue Sorten entdeckt. Aber den kann man richtig gut trinken. Der ist jetzt zwar nicht vom Kühlschrank aus, der ist jetzt vom Keller, aber das zählt auch. Ich überlege gerade, der hat aber hinten auch so ein bisschen so was Säuerliches, gell? Ja, was hat denn der da drin? Ja gut, das wird die Der Zitronensäure hat so ein sein, gell? bisschen säuricheren Abgang. Aber so insgesamt, der hat davon. Nein, also da am Na gut, Design lass mal. müssen sie. Hoppala! Hui! Hui. Magst du mal von Flaschen auch noch einen Glück Schluck gehabt. nehmen? Muss man auch ein bisschen aufpassen, gell? Der war ja auch bei den Flaschen dabei. Ach so, ja gut, Mischt dass noch du nicht das um. sagst. Haben wir noch einen Fleck, der sauber ist? Also normal darf ja nichts Tolles, ein Splitter oder so. Nein, also Ich hab beim da Schrauber, der fährt normal bis da für nichts. wirklich ganz gut aufgepasst. Aber es war halt eine Flaschen dabei und bei dem ganzen Backerl. Aus der Flaschen oder nur mehr Kohlensäure. Ich bin nicht so, mag nicht so viel Kohlensäure gern. Vom Geschmack her war er nämlich schon gut. Also ich hau's raus. Er kriegt von mir 7 Punkte. Und Bin das ich ist auch für einen Schrauber gut. Ja gut. Noch schöner war natürlich die braune Flasche. Ja, das stimmt. Jetzt tun wir es nochmal her, die 3 Grazien da. Genau, die weiblich. Das weiß ich nicht, aber. Die Spezi. Genau. Also war eine schöne Runden. Design darf mir also wirklich gefallen, wenn der Spezi auch aus einer braunen Flaschen kam. Vielleicht sogar auch so eine. Das war cool. Das gab es nämlich auch noch nicht im Spezi Und machen. welche Farbe darfst du vorschlagen? Ich darf auch braune Flaschen nehmen. Braun mit Also auch die. Gelb gemischt, oder? Und dann halt einfach auch so das Etikett ein bisschen auf das Bier drin, aber dann man es halt noch unterscheiden kann. Dass man weiß, es ist ein Spezi, ja. Dann da ich sagen, war das toll. Was hast du gemerkt jetzt, was war? Ja, Die Punkte, ich ja. weiß schon noch, ja. Also Sim haben wir gesagt, da haben wir 10, 9 beim Russen und beim Radler haben wir ja 6. 5 und 6. Ja, genau. Genau. Also vielleicht denkt ihr an meine Bierdeckel, das war echt schön. Ich schicke euch dann gerne die Adresse. Das hat mich freuen und ansonsten nochmal danke an Alex und vielleicht probiert ihr es ja selber mal die Sachen und sagt uns auch eine Rückmeldung oder vielleicht kennt ihr jemanden schon. Dann bin ich immer neugierig drauf auf sowas. Eigentlich wissen wir jetzt nicht, ob der nicht vielleicht gekühlt noch besser gewesen Ja, wäre. das wissen wir nicht. Ja. Ja. Aber das können wir leider auch nicht prüfen, weil wir haben nur die eine Flaschen. Und deswegen, da ich sagen, Stellen wir ihn kühl. stellen wir ihn jetzt kühl und trinken wir, wenn wir unseren Fernseher so schauen. Gell? Du musst jetzt bleibst du da, weil ich muss ausschauen. Ja gut, also nachher sage ich vielen Dank, Liebling, auch nochmal danke fürs Mitmachen. Ja, gern bitte. Und schaut wieder rein, es wird weiterhin Videos geben und Fotos. Für euch.